Okay. Gut, wir entschuldigen uns für die technischen Probleme. Jetzt sind wir also da und begrüßen auch alle, die auf Facebook, YouTube oder bei LiveNet online sind, zu diesem LiveNet-Talk. Der erste LiveNet-Talk in diesem neuen Jahr, 2019. Und unser Thema zum Jahresanfang ist ganz einfach mehr Jesus für die Schweiz. Wie kann es passieren, dass wieder die Leute mehr Jesus kennenlernen können, mehr können, sich interessieren, Jesus relevant wird in unserer Gesellschaft. Das sind Themen, die wir werden ansprechen jetzt in der nächsten halben Stunde. Und ich darf Gäste vorstellen in dieser Runde. Da ist Deborah Alter. Sie ist Leiterin von der Gottesdienste bei der Vineyard Bern und wohnt auch in Bern. Sie ist Mutter von 2 Kindern, richtig, gell? Okay. Dann mit der Matthias Kuhn, Leiter vom G-Movement und Eventprediger aus Thun, Region Thun. Und der Kuno, wie ihn viele nennen, gell? Und wie er auch bekannt ist. Der Gabriel Häsler, er ist Produzent und Evangelist bei Live on Stage. Und wir hören sicher in dieser Halbstunde noch viel mehr über das, was ihr Herz dafür schlägt, was sie so machen, was ihre Berufung in diesem Sinn ist für ihr Leben auch in diesem speziellen Thema. Ich freue mich sehr, zu diesem Thema mit euch austauschen und dann werden wir einmal schauen, wo uns das herführt. Erst gerade vor gut einer Woche zum Jahreswechsel habt ihr vielleicht das Bild auch gesehen, wird auch gerade eingeblendet. Vom Praise Camp ist das riesige Kreuz, wo 5800 Jugendliche auf dem Messeplatz zu Basel sind zusammengestanden und mit ihren Smartphones das grosse Bild eben haben zustande gebracht. Ein Kreuz, 70 Meter lang, 40 Meter breit. Ich habe es leider selber nicht gesehen, bin nicht der gewesen, sonst gefeiert mit der Familie, aber rein schon nur von den Fotos wirkt es natürlich grandios. Der Peter Reusser, der Camp-Hauptverantwortliche, hat dazu gesagt, man wünscht sich, dass die Liebe von Jesus in das Land herausleuchten kann. Und mir nimmt einfach mal zum Start jetzt in den LiveNet-Talk Wunder, was für Gefühl dass das auslöst für euch, wenn ihr das seht oder wo ihr es gesehen habt, vielleicht auf Social Media und so weiter. Deborah Alter. Ja, ich habe es ein paar Mal gesehen auf Social Media und das ist ein begeisterndes Bild. Ich glaube, was mich begeistert, ist so der Gedanke, dass das für die jungen Menschen so ein zentraler Moment wird sein in ihrem Leben, einfach können, da zusammenzustehen und die Symbolik darzustellen vom Kreuz. Und was mich noch mehr irgendwie begeistert, ist auch der Gedanke, dass ja da dahinter, das sind alles eben die Jugendlichen, eben 5800, wo ich überzeugt bin, da ist so viel Lebensveränderung in diesem Camp passiert und für das bin ich leidenschaftlich, dass Menschen Leben verändert werden und sie verändert in ihren Alltag zurückgehen und das ist das, was schlussendlich ihr Umfeld wird verändern und positiv wird die Schweiz beeinflussen und darüber freue ich mich. Ja, gehen wir es gleich weiter. Ich habe es schon ein bisschen rübergeschoben da zum Kuno, das Bild. Du bist selber eingetaucht in die ganze Praise Camp Atmosphäre. Hast auch geredet als Referent hier. Was denkst du so, wenn du das jetzt siehst und auch nochmal vielleicht ein bisschen innerlich Revue passieren, was du erlebt hast zu Basel? Also das Praise Camp 2018 hat mich mega begeistert, weil ich habe gemerkt, dass das ganze Thematik, die man behandelt hat, Gebet, ist so etwas von praktisch gewesen. Und ich wünsche mir immer wieder so aus Camps raus, es nicht einfach ein Event ist, sondern dass es wirklich eine Nachhaltigkeit gibt und Leben verändert und Quartiere durch das verändert werden, Kirchen erneuert werden. So. Und da habe ich sehr grosse Hoffnung. Und zum Bild, ich meine, ja, es flasht mir, weil ich denke, wir haben am 30. März 2002 auf dem Rütli ein Event gemacht, wo wir Jugendliche zusammengerufen haben. Und dann genau das Gleiche, wir haben uns ein Kreuz am Boden da und gesagt, hey, die bereit sind, ihr Leben für Jesus, aber auch für die Nation wirklich zu geben, die sollen dort in das Kreuz stehen. Du warst dann auch dabei gewesen. Und dann hat sich so ein Kreuz formiert, oder? Und eigentlich zum Ausdruck gebracht, wir wollen nicht überall Kreuz aufhängen, oder wir haben überall Kreuz aufgehängt, aber die Leute latschen nebendran vorbei. Aber ich glaube, wir sind Träger von diesem Kreuz. Wir tragen das Kreuz raus, das wünsche ich mir, dass das passiert. Gabriel,
die gleiche Frage auch an dich. Ja, also eben, ich bin auch vom Praise Camp natürlich absolut begeistert und ich freue mich schon, bis wir unsere Kinder selber dort schicken können. Die haben das so ein bisschen aus der Ferne mit dem Livestream haben die mitgefähnt und können es eigentlich kaum erwarten, bis sie auch dabei sein können. Und was das Kreuz anbelangt, da bin ich als Evangelist natürlich Oberfan, dass das nicht irgendwie eine andere Symbolik ist. Man könnte ja auch einfach ein Herz machen oder ein Höckli wie cool oder so, oder ein Smiley oder so. Aber das Kreuz ist doch das, was uns zu Brüdern und Schwestern macht, nämlich, dass wir an den Jesus glauben, der für uns an dem Kreuz gestorben ist, und das macht uns zu einem Lieb, zu Verwandten, zu nicht nur Geistesverwandten, sondern zu Blutsverwandten eigentlich, oder? In dem Blut von Jesus Christus, und es freut mich sehr, das Kreuz da auf dem Messeplatz in Basel zu sehen. Aber jetzt war ja das so ein Zeichen gewesen, das sie gesetzt haben, hat der Bescher Reusser auch gesagt, es gibt dem Ausdruck, was man glaubt, und will das eben zumindest in der Öffentlichkeit. Das ist genau das Thema, wo ich auch ein bisschen darauf raus will. Wie können wir heute ins Gespräch kommen mit dieser Welt über Jesus? Und das ist ja das, was uns alle irgendwo beschäftigt. Wenn der Gabriel zum Beispiel jetzt noch das Mikrofon in der Hand hat. Gabriel, bei dir ist es mit dem Live on Stage, wo der zum Beispiel immer wieder so Punkte setzt. Aber wie siehst du das ganz allgemein, heute ins Gespräch zu kommen mit den Leuten über Jesus? Was sind da so deine Wege, wie du das suchst? Also, ja, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, wir leben ja in dieser Welt eigentlich, und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das Evangelium können weitergeben können. Und ich denke, was einfach mega wichtig ist, ist, dass das für uns ein Anliegen ist, dass wir nicht einfach den Menschen Gutes tun, sondern dass uns bewusst wird, Jesus ist das, wo den Menschen wirklich gut tut, und dass wir diesen Menschen Jesus näher bringen, in unserem Alltag, dort wo wir sind, beim Zugfahren oder dort wo wir mit Menschen zu tun haben, am Arbeitsplatz. Und ich denke, dort ist es sicher hilfreich, dass wir uns immer wieder überlegen, wie finde ich den Einstieg, um mit diesen Menschen beten, mit diesen Menschen auch über den Glauben zu reden, weil ich denke, du kannst in deinem Alltag mit Menschen zusammenleben in absoluter Harmonie, und Gott ist einfach absolut nie ein Thema, aber ich denke einfach, wenn unser Herz voll ist mit dem Jesus, dann nachher fließt unser Maul auch über, und mir ist es einfach ganz ein grosses Anliegen, dass wir Christen wieder lernen, von dem Jesus zu reden und zu schwärmen und Einstiegsmöglichkeiten zu finden, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Also wir können daraus hören, dass du Mühe hast mit dem, wenn man sozusagen eine ewige Beziehung pflegt und lieb ist und sich Mühe gibt, investiert, aber kaum je das auch verbalisiert. So, was ist jetzt das? Ja. Also ich habe nicht Mühe, dass wir eine Beziehung pflegen. Ja, das glaube ich, aber... Sondern ich denke, wenn ich mein Gegenüber wirklich liebe, dann wünsche ich ihm doch von ganzem Herzen, dass es den Jesus kennenlernen kann und dass es mit mir zusammen kann den Jesus anbeten, kann befreit werden, kann erlöst werden, den Erlöser darf kennenlernen, und dann kann ich gar nicht aufs Maul hocken. Also dann muss ich meinem Gegenüber das erzählen. Und darum ja, also ich habe schon ein bisschen Mühe mit Leuten, die einfach so ein bisschen ihr Leben leben und am Sonntag in der Kirche Jesus anbeten, aber in ihrem Alltag das Maul nicht auftun. Ja. Wenn wir mal jemanden dazu holen, der eben für die Sonntage vor allem auch Verantwortung hat. Ich weiss aber, dass natürlich der Herzschlag ist bei allen genau gleich, aber jeder hat vielleicht auch ein bisschen andere Schwerpunkte oder so, wie er das sieht, wie das soll gelebt werden. Deborah Alder, wie würdest du das jetzt so einschätzen? Oder lebst du so du selber? Also ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, oder, wo wir drinnen leben. Auf der einen Seite die Begeisterung für Jesus, die wir haben, wo wir irgendwie uns für alle Menschen würden wünschen, und trotzdem den Freiraum irgendwie einzugestehen. Und ich erlebe das als Spannungsfeld. Mir hat mal eine Freundin gesagt, die ich immer wieder eingeladen habe und auch schon die Bibel angeschenkt und so. Und einmal hat sie mir gesagt, hey, ich möchte nicht mehr, dass du mich einladest. Und das war für mich so irgendwie schon ein Aha-Erlebnis gewesen, so zu merken, ja, weißt, jetzt bin ich einfach gefordert, ihre Freundin zu sein. Und ich bin auch dankbar, dass sie mir das dann gesagt hat, weil es hätte ja auch sein können, dass unsere Freundschaft kaputt geht. Mittlerweile darf ich sie wieder einladen, auch ab und zu für sie beten, aber ich merke, wie
ich bin so dankbar für die Freundschaft. Das ist eine von diesen Freundschaften, wo ich am meisten dankbar bin. Einfach auch, weil ich etwas lernen konnte. Jetzt, mir ist wirklich so das Beziehungsleben extrem wichtig. Und was mich beschäftigt, ist schon, wie können wir auf Fragen, die die Gesellschaft beschäftigen, wie können wir auf die Fragen reagieren. Und das beschäftigt mich auch für unsere gottesdienstlichen Anlässe. Wie schaffen wir so unseren Predigten Themen aufzunehmen oder einfach so irgendwie auch Anknüpfungspunkte zu schaffen für eben die Fragen, die sich die Gesellschaft heute stellt. Wie könnten wir das mehr schaffen? Oder sind wir dort schon gut unterwegs? Wenn wir mal hören, Kuno, wie erlebst du das? Also ich glaube, es hat eine richtig gute Öffnung gegeben, vielleicht vor 5 Jahren, wo man das Missionale stark thematisiert hat, wo mehr ein Verständnis war, hey, Mission findet nicht an einem Ort zu einem Zeitpunkt statt, sondern ich bin Mission. Oder ich bringe die Mission, ich bringe den Jesus, ich bringe die Liebe von Gott, ich bringe einfach all das, die himmlischen Qualitäten bin ich wie Träger und bringe das zu den Leuten. Das sind wir heute am anderen Ort. So, wenn ich durch die Kirchen durchgehe, an verschiedenen Orten predige, denke ich, wow, das ist cool, wie viele aktiv da dran sind in ihrer Nachbarschaft. Das andere denke ich, es kann aber auch einen Paradigmenwechsel geben, wo es nur eben darum geht, den Leuten ein bisschen Röseli zu verschenken und ein bisschen Glühwein auszugeben. So, das ist ja alles nett. Aber ich bin heute beim Spaziergang da, beim Gebetsspaziergang, bin ich mit einem Leichenwagen entgegengekommen. Und dann dachte ich, ja Scheisse, oder da liegt jetzt jemand. Die Frage ist, wo ist die Person? Und die ganze Ewigkeitsdimension, glaube ich, muss mir schon immer wieder vor Augen haben. Und auch zu wissen, es geht nicht nur darum, ein authentisches, liebevoll, kraftvolles, übernatürliches Christsein zu leben, sondern wir haben immer mit Menschen zu tun, die verloren sind. Und ich glaube, wie die beiden Gegenpunkte, eben damit auch Erntepunkte schaffen. Und das freut mich mega, wie viel auch Erntepunkte geschaffen werden. Ich bin jetzt am Wochenende in Spiez, so ein Erntepunkt. Letztes Jahr zu Langnau, zu Glarus, nach 18 Jahren, glaube ich, das erste Mal, zu Langnau auch, glaube ich, nach irgendwie 18 Jahren, wo wir zusammen wieder das erste Mal evangelisiert, zu tun waren, jetzt Wichtrach in der Arena. So, das freut mich, so Erntepunkte, wo wir Menschen wirklich Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen. Und gleichzeitig braucht es einen missionalen Lebensstil. So wirklich die kraftvolle, liebevolle Umgang von uns, authentischen Jesus-Nachfolger mit unseren Nachbarn und Freunden. Und wenn das zusammenkommt, dann habe ich sehr viel Glauben nach dem mehr von Jesus. Und wenn nur eine Seite betont wird und das andere nicht gelebt wird, oder eben, dann glaube ich, dann fehlt uns etwas. Und wir haben immer Gefahren gehabt, so in Paradigmenwechsel hineinzukippen. Und jetzt, glaube ich, Reich Gottes ist in so vielen Bereichen sowohl als auch. Wir brauchen Erntepunkte und wir brauchen kraftvoll, authentisches Christsein im Zug oder wo wir auch immer unterwegs sind. Also Erntepunkt ist eben zum Beispiel, wenn eine Live-on-Stage-Kampagne läuft, irgendwo in der Region, gell, Gabriel Häsler. Was mir auffällt, dort hier sind ja Messages recht straight. Also das ist eben klar, geht um die Ewigkeit, geht um das auf eine Entscheidung her, oder? Dort würdest du schon auch in eine ähnliche Richtung reden wie eine Kuno. Dass wir, weißt, manchmal ist man auch ein bisschen in der Kultur drin, vielleicht, wo wir heute sind. Wir sind ja auch Kinder von dieser Kultur, dass man vielleicht so ein bisschen, ja, sich ein bisschen einschläfern und ja, es ist Hauptsache, für dich stimmt es, für mich stimmt es, weißt, ein bisschen mittelmässig wird, so. Dass vielleicht so Sachen eben genau braucht, wie ihr es jetzt macht. Also, du weißt, was die Reaktionen sind. Ja, also ich denke, es ist ja, man muss das ganz rational anschauen. Das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, die hat ja schon vor 2000 Jahren der Römer sauer aufgestoßen und die Griechen und die Juden, oder, das hat sich nicht geändert über die Jahrtausende oder über die Jahrhunderte. Das Evangelium ist schon immer quer in der Landschaft gelegen. Jetzt, ich denke, es ist ein Fehler, wenn wir meinen, der postmodern denkende Mensch, der kann nicht akzeptieren, dass es ein Gott gibt oder dass es eine Wahrheit gibt oder dass es richtig oder falsch gibt. Das passt nicht in das Denkschema vom postmodern denkenden Mensch. Aber das heisst ja nicht, dass wir aus dem Grund nicht die Wahrheit weitergeben, oder? Sondern ich glaube, genau in diese Situation, in unsere Gesellschaft, dürfen wir oder müssen wir das Evangelium als Wahrheit verkünden. Es gibt einen Gott, das ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt keine anderen Götter neben mir. Das ist das allererste Gebot. Und
Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich denke, manchmal haben wir so ein bisschen das Gefühl, eben weil jetzt mein Gegenüber vielleicht postmodern denkend ist, darf ich die Wahrheit nicht mehr betonen und muss irgendwie über etwas anderes reden. Aber das stimmt einfach nicht. Wir erleben wirklich, dass dort, wo das Evangelium erzählt wird oder predigt wird oder im Alltag weitergegeben wird, dass dort Menschen zum Glauben kommen und Entscheidungen für Jesus treffen. Und eben, wir erleben an Live on Stage, ebenso auch wie du jetzt an diesen Evangelisationen, wirklich wie ganz, ganz viele Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Und zwar durch alle Gesellschaftsschichten durch alle Generationen durch alle philosophischen Strömungen durch. Menschen kommen zum Glauben, wenn sie das Wort vom Kreuz hören. Ja. Und da bin ich schon davon überzeugt, dass wir das müssen und dürfen machen in unserer Zeit. Und gleich findet eine Säkularisierung, wie es so viel heisst, findet ja irgendwie statt. Also, ist das, weil man zu wenig mutig eben vielleicht mehr das macht? Oder, ja, schwierig zu sagen, was dort die Ursachen sind. Oder weil heute die Leute einfach mehr, keine Ahnung, oberflächlicher sind, im Konsumieren sind. Eben, über den Tod macht man sich weniger Gedanken. In den 80er, 90er hat man noch ganz anders evangelisiert wahrscheinlich. Ob jetzt wirklich eine Säkularisierung in dem Sinn stattfindet, ich denke, das wäre gerade nochmal ein neues Thema, wo man sich darüber diskutieren kann, weil es vielleicht, sagen wir mal, die Religion nicht mehr so in der Gesellschaft ihren Platz hat, heisst ja nicht, dass die Leute aufhören, an Gott zu glauben. Also, ich erlebe es eigentlich anders in meinem Alltag. Die Menschen sind extrem auf der Suche nach Spiritualität, ja, nach Halt, nach Wahrheit. Und von dem her, ich glaube, das ist für uns auch eine Chance, wenn so alte Zöpfe abfallen und wir wieder Tabula Rasa haben und wieder können freimütig das Evangelium erzählen. Ja. Für mich ist das eine Chance, nicht nur etwas Negatives, die Säkularisierung. Aber ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen provokativ. Aber man muss weiter voransetzen, also es ist weniger Vorwissen mehr vorhanden. Das ist das, was wahrscheinlich auch anders ist. He? Das würde ich sagen, wenn ich eine Billy Graham predige in New York, da auf der Open Air lesen, und der steigt ein mit dem Wort, wir sind alles Sünder. Ich meine, heute würde ich sagen, was ist ein Sünder, was schläft es dem? Ich glaube, was der Punkt ist, ich glaube auch, eine Offenheit ist überall da, wo der Geist Gottes Menschen bewegt. Von dem her würde ich nicht sagen, es ist weniger offen, oder? Ja. Sondern ich glaube, es braucht andere Sprachfähigkeit. Wir müssen andere Brücken schlagen. Ich glaube auch, das Schöne ist ja, Jesus ist ja nicht gekommen, für zu verurteilen, sondern für zu retten. Und es hilft uns auch im Evangelisieren in aller Schärfe, wo man auch Sünde und Buß muss unbedingt auf den Punkt bringen, trotzdem in einer bejahenden Form das Evangelium zu bringen. Und das ist mir etwas mega Schönes. Das gefällt mir so. Auch Themen aufzugreifen wie Nachhaltigkeit, Sorgen, Ängste und so weiter. Leute, das ist, dass sie ja die Leute andocken, oder? Das lieben sie ja eigentlich. Da haben sie riesige Fragen. Und dort in einer positiven, aber sehr scharfen und klaren Art zu bringen. Das finde ich ist eine Gratwanderung. Aber von dem her hat es Billy Graham vielleicht nicht einfacher gehabt, hat vielleicht einfach am anderen Punkt einsteigen können. Aber am Schluss kommen wir zum Gleichen. Oder ob jetzt 1970 oder jetzt. Wir brauchen Jesus. Und es bleibt eine Torheit, heisst das so. Oder? Das Wort vom Kreuz ist auch schon dann für danach Leute crazy gewesen. Und es wird heute crazy bleiben. Aber umso krasser ist, wenn man es nicht bejaht. Ja. Da hast du sicher noch etwas zu sagen. Ich empfinde auch eigentlich eine grosse Offenheit. Also, ich tue noch jemanden auf der Straße Menschen ansprechen, wenn ich irgendwie jemanden mit Krücken sehe oder weiss auch nicht was, und frage, ob ich beten kann. Und echt die allermeisten Leute sagen ja. Also so, wo ich schon merke, ja, ich glaube, da hat sich schon etwas geändert. Dass eine grössere Mehrheit der Leute ja, irgendwie offen sind. Schlussendlich glaube ich, was wirklich die Veränderung bringt, ist einfach, wenn Menschen eine persönliche Begegnung haben mit dieser Gegenwart. Weil das ist schlussendlich das, was mich immer wieder verändert. Und wo ich mir wünsche, dass das Veränderung bringt im Leben der Menschen. Und ich glaube, ja, so einfach die Begegnung mit dieser Gegenwart, wie können wir das den Menschen auch zugänglich machen? Weil, ja, das macht den Unterschied. Haben wir die falsche Zurückhaltung manchmal? Fast. Vielleicht, ja, zum Teil. Vielleicht, also ich meine, es braucht schon immer wieder, also ich muss mich auch immer wieder überwinden oder so, es braucht irgendwie, ja, es braucht auch Mut und dann passiert vielleicht nicht gerade etwas und so und dann denke ich, ja, jetzt, ja, und es ist immer wieder einfach so ein Rauswagen, halt so, ein Risiko irgendwie auch eingehen, ja. Okay.
Und ich glaube, es ist auch das Bewusstsein, eben, wie du sagst, so, ich stelle mit dem Gott zur Verfügung. Ich bin vorher von Thun auf Bern gefahren im Zug und beim Aussteigen denke ich, hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwie ein paar Mails beantwortet und noch ein paar WhatsApp und noch ein Jässli gespielt. Und dann steige ich und denke, ich war umgeben von Leuten, aber du bist völlig in deinem Ego-Film gelaufen. So. Und, das hat mich angeschissen. Nein, das wollte ich nicht. Ich will nicht so einen Lebensstil. Aber eben, das ist ja genau... Also ich sage jetzt nicht, dass das jetzt übelst war, aber ich merke, dort passiert auch nichts. Ich glaube, wie bei meinem Handy, wenn ich den Flugmodus rausnehme und sage, so, jetzt ist es möglich, da habe ich Zugriff auf himmlische Daten und was auch immer, oder? Genau so werde ich in meinem Leben leben und nicht so in meiner Box sein und zwischen mal auftauchen, so, sondern einfach immer verfügbar sein. Das wünschte ich mir für mich. Das schaffe ich nicht immer. Vorher habe ich es nicht geschafft. Aber es entspricht ja auch ein bisschen einer Realität für viele Leute, dass sie ein bisschen isolierter sind, oder eben die Stöpsel drin irgendwie im Zug und das ist ja auch von den Leuten allgemein ein bisschen das Thema, oder Einsamkeit. Die Leute ziehen sich zurück. Da gibt es neue Wege vielleicht eher, für auf die Leute, also überhaupt noch zu den Leuten zu kommen. Eben Social Media, Gabriel, ist zum Beispiel ein Thema, wo du recht engagiert bist, oder? Für dir hier mal gerne wieder den Ball zuzuspielen, oder? Mit YouTube, dass man überhaupt vielleicht manchmal noch zu den Leuten herkommt, oder? Braucht man wie neue Wege? Ja, also wir brauchen im Reich Gottes immer neue Wege, oder? Also die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter und ich denke, wir müssen wirklich immer wieder neue Wege suchen, um das Evangelium rauszutragen. Jetzt mein Schwiegervater zum Beispiel, der hat jetzt unter dem Deckmantel, dass er es für sein Geschäft machen muss, hat er sich so Virtual Reality eingerichtet im Keller unten. Und ich bin jetzt so ein bisschen da sicher und das ist wirklich krass, oder? Da legst du eine Maske an und dann bist du in einer anderen Realität eigentlich, oder? Und zwar echt. Und da findet wirklich eine Parallelwelt statt eigentlich. Da gibt es viele Leute, die leben wirklich nur noch in dem. Die gehen sogar an Konzerte in der virtuellen Realität. Und da sind 5000 andere Leute an dem Konzert, die aber auch nur virtuell dort sind. Und da denke ich mir manchmal, hey, eigentlich müsstest du doch eine Kirche gründen in der virtuellen Realität. Für die Leute, die zum Beispiel nicht mehr zum Haus ausgehen. Es gibt doch so viele Menschen, die kommen nicht zu uns als Live on Stage oder die fahren auch nicht Zug und die kommen auch nicht zu uns in den Gottesdienst. Die hocken nur noch vor dem Computer, oder? Und die Leute erreichen, das ist eine Lebensaufgabe. Also ich hoffe, da beruft Gott auch Menschen, vielleicht sogar auch dich, die du jetzt zuhörst, um in die virtuelle Welt rauszugehen und dort einfach das Evangelium aufleuchten zu lassen. Und ich denke schon, es braucht wirklich neue Kanäle. Und ja, in diesem Zusammenhang, wenn ich noch weiterrede, ich finde einfach, hey, wir leben in so einer coolen Zeit. Also ich denke wirklich auch die Apostel und Paulus und all die hätten sich die Hände abgeschleckt, wenn sie in so einer Zeit wie wir gelebt hätten, mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben. Gerade wir Schweizer, oder, finde ich manchmal, wir haben keine Verfolgung, oder höchstens so ein bisschen, irgendwie so ein blödes Lächeln oder so ein bisschen ein hämischer Spruch, das ist etwa das Grösste von der Gefühle, oder? Und wir haben alle Kanäle zur Verfügung. Ich meine, du brauchst nicht einmal mit Medien zum gehört werden. Siehe Donald Trump, oder? Du kannst einfach Twitter nutzen oder irgendwie Facebook oder YouTube. Du hast deine eigenen Kanäle, um zu der Welt zu kommen, um die Massen zu erreichen. Und ich denke einfach, und wir haben Finanzen in der Schweiz. Es ist so viel möglich in unserem Land und für uns. Und ich denke einfach, wir müssen da wirklich aus allen Rohren schiessen. Also schiessen positiv, natürlich mit Herzen und so. Um das Evangelium in die Welt rauszutragen. Okay, merci vielmals. Gabriel, vielleicht an dieser Stelle auch mal der Aufruf, wenn wir von Social Media und neuen Kanälen reden, an euch, wenn ihr irgendwo jetzt eingeschaltet habt, erst zu diesem LiveNet-Talk. Wir reden über mehr Jesus für die Schweiz. Wie kann das passieren? Was habt ihr für Fragen, auch an die Gäste hier? Ihr könnt einfach einen Kommentar posten, direkt auf Facebook oder wo ihr gerade im Moment zuschaut. Und dann tue ich gerne das auch in die Runde werfen hier noch, wie das eben passieren kann, dass wir noch näher zu den Menschen kommen können. Jetzt haben wir den Vollblut-Evangelist gehört, oder, vorhin, der wirklich sagt, hey, direkt die Botschaft rausbringen. Aber wahrscheinlich hat nicht jede Berufung gleich, oder, wie jetzt Gabriel Häsler. Nehme ich mal an, ich jetzt zum Beispiel bin auch weniger der, vielleicht, wo gerade so das immer kommuniziert. Und gleich
folge ich Jesus nach und will ehrlich sein in dem und will auch hören auf das, wo ich wie kann dienen. Wie ist das für dich? Oder wie, ja, es hat ja viele Facetten wahrscheinlich dort hier drin. Müssen Ja. sich alle ein schlechtes Gewissen machen, wo nicht... Nein, excuse. Schon gut. Ja, die ist schon Müssen wir noch verstanden, mal das Wort Gabriel. geben? Schon gut. Ja, nein, ja, ich glaube, wir haben da wirklich irgendwie unterschiedliche Zugänge vielleicht und ja, unterschiedliche Berufungen. Mein Herz schlägt extrem für das Thema soziale Gerechtigkeit und es schlägt mega dafür, dass das Reich Gottes, also ich meine, die Botschaft von Jesus die ist revolutionär, auch eben, wie er soziale Themen hat aufgenommen. Und darum glaube ich auch halt der ganze Auftrag an uns, uns um die Schöpfung zu kümmern. Darum bin ich extrem bei diesen plastikfreien Trends begeistert. Und ich glaube, ja, das ist genau auch ein Teil von dem Reich Gottes sichtbar machen. Und was ich mir wünsche, ist wirklich, dass eben das Reich Gottes in jedem Aspekt von unserem Leben kann sichtbar werden, eben in der Art, wie wir leben und in der Art, was wir für Entscheidungen treffen. Und dann begeistert es mich, wenn Leute in der Politik sich engagieren, wenn Leute in der Wirtschaft oder daheim mit den Kindern sich engagieren und in dem Wissen einfach das Reich Gottes sichtbar machen und in dem sich immer wieder auch herausfordern, was das für sie persönlich heisst. Und ja, das begeistert mich. Okay, wir haben eine Frage reinbekommen vom Beat Baum. Ich kann ihm eigentlich gerade das Mikrofon geben. Er hockt ja hier gerade. Oder wie können wir mehr bewirken für Jesus? Konkret mehr von Jesus im Alltag oder für Jesus bewirken. Sagen ich es richtig? Ja? Okay. Wer will gerne darauf antworten? Ja, ich kann es mal versuchen. Also, mir ist immer wieder bewusst, oder mir muss es bewusst werden, Jesus ist in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er hat Wohnung noch in mir. Wie kann ich mehr bewirken? Indem, dass er mehr Raum hat und ich weniger so. Dass ich ihm echt der Hauptlied von meinem Leben gebe, dass ich im Geist Gottes sage, Feuer und Leid um mich, brauche mich jede Pore von meinem Leben, mein Lächeln, was manchmal nicht immer ist, meine Augen, mein Sein, mein auf Leute zugehen, meine Aktionen, was auch immer. Jesus, ich schenke mir dir, weil du wohnst in mir und ich will, dass das rausstrahlt, dass ich abstrahle von dem Jesus. Und ich glaube, die Entscheidung immer wieder, mich ganz dem Jesus zu geben, ist eigentlich eine tägliche Entscheidung. So. Und zu sagen, Heiliger Geist, lass die Ströme vom lebendigen Wasser, das du versprichst, lass die ausgehen. Und Menschen, die um mich herum trocken sind, dass sie das spüren so. Und die Liebe dürfen erleben. Und das wünsche ich mir in den verschiedensten, kreativsten Formen. Der Himmel ist so kreativ. Und es geht darum, die Kreativität vom Himmel anzuzapfen und das in unserem Leben irgendwie auszustrahlen. Und der Jesus. Aber es geht eben nicht nur darum, so ein bisschen Wassertröpferchen verteilen, sondern den Menschen auch die Möglichkeit hat, zur Quelle selber zu kommen. Oder? Sie sollen nicht nur von meinem Wasser trinken, sondern sie sollen die Quelle erleben, damit es wieder in ihnen durchsprudeln. Ja. Ja, sie nicht nur bewundern, der hat ein gutes Leben, ist ein cooler Typ und so, oder? Sondern es auf Gott hinweisen. Das ist wahrscheinlich dann schon auch noch mal ein Schritt drin, Kunst. Genau. Jetzt noch von euch Ergänzungen auf die Frage. Gerade? Ja, also ich habe gerade vorher gedacht, als du das gesagt hast, am Zug. Es ist ja so, also bei mir ist das so, es ist eben wirklich, man muss sich, glaube ich, oder man sollte sich wirklich im Alltag ganz bewusst entscheiden, auf Empfang zu sein oder parat zu sein. Und es gibt ja die Waffenrüstung von Gott zum Beispiel, oder, wo zum Beispiel die Schuhe von der Bereitschaft kommen. Und bei mir ist es wirklich häufiger so, dass ich die ganz bewusst muss angehen, weil du kannst wirklich, manchmal gehe ich mit den Flipflops durchs Leben, aber es ist ganz anders, wenn ich die Stiefel anziehe. Also bei mir ist jetzt, wahrscheinlich meistens bist du der krassere Alltagsevangelist als ich, aber jetzt heute, als ich mit dem Zug daher gefahren bin, ich wirklich vorher auf den Zug gegangen bin, habe ich gesagt, ich wollte jetzt die Stiefel anlegen. Und es war nur ein kurzes Gebet eigentlich und ich habe nachher im Zug bin ich gehockt und dann ist dort ein sehr verwirrter Mann gekommen. Hast gemerkt, also ich denke, der war recht belastet gewesen. Der hat laut Selbstgespräch geführt und das ganze Abteil unterhalten und irgendwann
ist er aufgestanden, hat mich so angeschaut und hat weitergeredet und hat gewunken, er soll zu mir herkommen. Und dann ist er zu mir hergehockt und dann haben wir gerade irgendwie davon abhalten, seine Crackpfeifen anzuzünden. Er hat gefunden, das hätten die anderen wahrscheinlich nicht so Freude gehabt im Abteil. Und habe nachher wirklich ihm können zuhören vor allem und vor allem aber nachher ihm auch etwas weitergeben von dem Jesus und ihm etwas zusprechen von Jesus. Und der hat ganz am Schluss wie eine Klarheit in den Augen hineingehabt, dass gemerkt, das ist jetzt bei ihm angekommen, die Liebe von Gott, dass Gott ihn geschaffen hat und dass es für ihn Hoffnung gibt und dass die Hoffnung Jesus ist. Das ist bei ihm angekommen, das hast gemerkt, das ist durch die ganze Verwirrung durch, ist das bis in sein Herz gegangen. Und ich denke, in unserem Alltag etwas bewirken können wir, wenn wir parat rumlaufen, wenn wir die Schuhe anhaben. Und wenn wir eben einfach durch die Straßen von Bern durchlaufen und in die Schaufenster schauen, eben dann werden wir wahrscheinlich am Abend Kleider in Erinnerung haben. Und sonst, wenn wir die Menschen wahrnehmen, dann haben wir eben vielleicht so Begegnungen, wo wir für sich beten auf der Straße. Und das ist mega cool, finde ich. Ja. Wir kommen dann langsam schon ein bisschen zur Schlussrunde und können ja noch ein bisschen rausschauen auf das Jahr. Vielleicht auch, was sind für Hoffnungen, Chancen. Das ist meistens so am Jahresanfang, wo man sich auch Sachen vornimmt. Bei diesem Thema, wie würdet ihr da sagen, was hofft ihr vielleicht für die Schweiz, für die Kirchen auch in der Schweiz? Was können wir neue Wege vielleicht finden in diesem Thema? Oder für dich persönlich, Deborah? Also ich wünsche mir, dass die Jahreslosung «Suche Frieden und jage ihm nach», dass das Realität wird. Und zwar, vor allem habe ich mega viel Hoffnung oder auch Erwartung für unsere Beziehungen und für unsere Ehen. Ich wünsche mir, dass es ein Jahr wird, wo einfach das Nachjagen von Frieden und das Suchen von Frieden in unseren Ehen und Beziehungen extrem Fuß fasst, wo ich einfach überzeugt bin, dass dort, wo wir gesunde, begeisternde Ehen leben, dass das einfach Impact hat und dass das unsere Gesellschaft verändert. Weil ich glaube, das ist schon das, wo sich Menschen danach sehnen. Einfach so wirklich gute, treue, bestehende, verlässliche Beziehungen können zu führen in einer Welt, die so unbeständig ist und so viel immer sich wechselt. Und ich wünsche mir, dass der Anlass zu dem Frieden suchen und dem Nachjagen wirklich auch für uns eine Einladung wird, zum auch uns als Brückenbauer verstehen, können auf Menschen zugehen, die anders sind, auf anders denkende Menschen, können Hörende sein, Hörende, einfach auch in die Gesellschaft rein. Und ja, das wünsche ich mir, dass die Jahreslosung irgendetwas bei uns so weckt. Genau, und bei mir selber wünsche ich mir das zuerst mal. Sehr cool. Für mich persönlich wünsche ich, dass ich täglich wieder Liegestütze mache. Genau. Darum deponieren die das hier, dann muss ich es dann auch. Okay. Genau. Nein, okay. Aber ich wünsche mir natürlich, dass einfach Jesus sichtbar wird durch unsere Kirchen, durch unser Leben, dass die Kraft von Gott zunimmt. Und ich wünsche mir in dem Innen auch einfach ein neues Level von Mut. So, ich habe manchmal das Gefühl, wir schleichen noch ein bisschen so und haben manchmal nicht erkannt, was für eine gigantische Botschaft wir haben, was für eine Dimension von Lebensqualität wir dürfen haben, weil wir in Beziehung mit dem Vater im Himmel dürfen kommen, durch Jesus. Und ich wünsche mir einfach Mut, der sagt, hey, das Beste darf ich nicht mehr zurückbehalten. Und ich muss Wege suchen und wir gehen ja manchmal so ein bisschen. Manchmal habe ich das Gefühl, so die grünen Ampel, jetzt können wir noch ein bisschen auf, vielleicht wird es dann gedroht. Ich würde lieber mal noch Gas geben, dass wir sicher noch mal durchkommen, anstatt bremsen. Und wir Angst, vielleicht wird es rot. So, das wünsche ich mir für mein Leben und für uns als Menschen, die Jesus kennen. Cool. Hast du noch eine Frage gekommen an dich, Kuno? Ich kann die vielleicht noch jetzt bringen, gell? Wie viele Liegestützen? Ja. Nein, das sage ich nicht. Ja, die kommt vielleicht noch. Nein. Genau. Ja, heute schon die Nacht. Gut. Und zwar, wie hast du es mit Leuten zu beten, die es schwer haben, für an Gott zu glauben? Oder Leute, wie dort hier zu helfen, wenn ich die Frage richtig verstehe? Ja. Nicht ganz einfach, aber... Also Leute, die... Habe ich es richtig verstanden? Leute, die einfach verschlossen sind, wie ich nicht... Ja, genau. Ja. Also,
tue ja nicht überfallmässig beten. So, ich frage schon, Ja. oder darf ich für dich beten? Und ich ermutige die Leute natürlich auch beten und sagen, aber für sie ist ja oft das Gebet, denke ich, oh, was muss ich jetzt machen? Muss ich die Augen zutun, die Hände zusammenfalten? Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir für Leute beten, egal wie, dass wir es moderieren, sagen, hey, weißt du, was das heisst? Ich rede mit Jesus, das ist im Fall, das mache ich eigentlich immer. Aber jetzt mache ich es einfach laut. Ist das okay für dich? So, du musst nur zulassen, du musst gar nichts machen. Ich glaube, je mehr dass wir das moderieren, was wir auf dem Herzen oder eine Sprachfähigkeit haben, je mehr können Leute vertrauen und sagen, ja, easy, mach's doch. Und wenn Leute das nicht wollen, ja, also, dann sage ich, ja, das tut mir weh für dich, dass du das nicht willst. Aber ich zwinge dich auf jeden Fall nicht. So, aber dass wir eigentlich nicht, ich glaube schon, die Frage ist, gehen wir davon aus, dass sie es auch sowieso nicht wollen, oder gehen wir davon aus, dass sie es wollen? Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die du sofort spürst. So. Und in dieser Haltung gehe ich daher, im Glauben, die Leute wollen doch das, weil es tut ihnen ja nur gut. Genau. Ja, genau. Gabriel? Was? Also Vielleicht, 2019, oder was? ja, genau, für 2019 Ja. vielleicht schon an. Wir sind schon ein bisschen beim Schlusswort, dann langsam aber sicher, Schlusswort, okay. was du dir wünschst für das Jahr auch. Ja, also wir haben ja jetzt gerade Advent gefeiert. Ich finde das immer eine spezielle Zeit. Und im Advent-Wort, das ist ja, wir feiern zum einen, dass Jesus gekommen ist als Retter, um uns zu helfen. Aber dann erinnert es uns ja auch daran, dass er wiederkommt als Richter der Welt. Und das ist ja das, wo wir Advent uns erinnern an seine Wiederkunft. Und unser Sohn, der 6-jährige Aaron, der hat eines am Abend hat er gebetet, das hat mich beeindruckt, hat er gesagt, Jesus, bitte mach du, dass, wenn du wiederkommst, dass nur noch jemand oder vielleicht 2 Leute noch nicht an dich glauben. Und das hat mich irgendwie mega getroffen und ich denke, ja, ich möchte auch so gross glauben können. Weil das ist wirklich auch mein Wunsch. Ich wünsche mir für 2019, dass ganz viele Menschen gerettet werden, dass viele können in das Himmelsreich kommen und können Erlösung erfahren bei Jesus. Und Gott sagt, er will, dass niemand verloren geht. Oder? Gott will, dass alle gerettet werden. Das ist seine Priorität, seine Agenda. Und ja, das wünsche ich mir auch für 2019, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein hochgesteckter Traum ist. Aber wir dürfen manchmal ja auch gross glauben. Vielleicht kommt er ja wieder im 2019 und dann ist es matchentscheidend, dass wir so gross glauben. Ja, wow. Jetzt kommt tatsächlich die Frage wegen der Liegestütze. Aber nein, ich glaube, es ist fertig jetzt, oder die Sendung. okay, so läuft das heute eben mit Social genau. Media. Weiss ich die auch noch ein bisschen feiern. Das ist doch gut. Also, ich denke, es war ein wunderbares Schlusswort gewesen. Für uns ist das genau auch auf dem Herzen, auch mit jesus.ch, mehr Jesus noch zu den Menschen bringen, mehr, dass Menschen auch können das gewaltige Leben, was das heisst fürs Leben, wenn man eben mit Gott, dem Vater im Himmel, Beziehung haben kann. Wie es auch wunderschön der Kuno gesagt hat. Danke vielmals den Gästen, die Sie hier gesehen, Gabriel, Kuno und Deborah. Sehr schön gesehen, ein bisschen euer Herz zu spüren. Und das ist eben Live-Net-Talk, dass es auch ein bisschen zulässt, dass verschiedene Schwerpunkte, Facetten da durchdrücken. Und ja, das lassen wir so stehen und wirken. Und jedes, der hier zugelassen hat, kann sicher etwas für sich wieder daraus nehmen. Das ist mein Wunsch sicher auch, dass das passieren kann, auch bei denen, die es nachher noch hören. Die können die ganze Sendung auch auf YouTube oder LiveNet nachhören. Und ich wünsche euch natürlich Gottes Segen für das neue Jahr, für das 2019 und ganz viel wieder Jesus für unser Land in diesem 19. Viele Begegnungen mit Gott und dass ihr auch mutig könnt sein. Mut, also ein Stichwort, das wir vielleicht von heute daraus nehmen können. Mutig Jesus auch können, zu den Nächsten bringen, zu euren Freunden bringen, in euer Umfeld, in eure Familie. Ja, seid gesegnet. Danke vielmals fürs Zuschauen und fürs Interesse und tschüss.